Also wenn ich euch anschaue, ich würde sagen, der Neil ist 9 von 10 kaputt. 9 von 10 kaputt. Der Phil ist 5 von 10 kaputt. Ah, das ist gut. Und ich 2 von 10 kaputt. Du kannst nicht dich selber da... Doch, ich kann mich ja selber einraten, wie ich mich fühle. Das ist ein verwirrendes Rating. Wieso? Du kannst einfach sagen 10 von 10 fit und es ist so eine umgekehrte Skala, die mich verwirrt. Wenn du sagst 2 von 10, dann das nicht gut. Also ich kann es ja einfacher sagen. Der Neil ist komplett kaputt, du bist mittel kaputt und ich bin so, ja, geht eigentlich. Siehst du, und das ist das Problem, ich habe in deinem Rating ja jetzt eigentlich den Highscore geholt. Aber ich habe das Gefühl, es ist eine Beleidigung. Nein, du hast gewonnen. Aha, geht es darum zum Ja, der Kaputtsein? Neil hat wirklich gewonnen, weil ich habe das Gefühl, er hat am meisten reingesteckt. In das grosse, wir gehen alle Konzertwochenende von uns drinnen. Ja, ich habe da keine Gefangene genommen im Fall. Das ist wirklich... Was hast du nicht? Keine Gefangene genommen. Was heisst das? Take no prisoners. Dass du einfach Vollgas gibst. Ja. Aha. Also gut, Entschuldigung. Was ist das? Ich habe noch nie von dem gehört. Ach, ja, den Das sind da wieder so, die Das sind so englischen, neuartige die Ausdrücke. Ja. die dann so eingeschweizert werden. Ja. Das macht gar keinen Sinn mehr. Was soll ich denn sagen? Ich bin steil rein. Also was sagt man da? So, ja, ich bin auch steil rein. das New York in Williamsburg sagt man so, ich habe keine Gefangene genommen. Also, Das sind so, früher haben wir doch so in diesen Sprachlehrmitteln haben wir doch so Sprichwörter gelernt, so Französisch oder auf Englisch, und die hat aber in diesen Ländern nie jemand gebraucht. Natürlich. Das sind so Sachen, die so Jugendliche in den 60er Jahren gebraucht haben, so, aber nie jemand angepasst hat. viel hast du Gefangene genommen am Wochenende? Gefangene genommen. Weißt du, das sagt man so. Das sagt man halt in New einfach York. so, gell? Das sagt man auch gar nicht in einem Party-Kontext. Ja. Ich weiss nicht, es ist mir jetzt halt in den Sinn gekommen. Ich werde jetzt nicht über das diskutieren, ich bin kaputt dafür. Eben, siehst. Aber das Gute ist, wenn der Neil eben kaputt ist, dann lässt er alles. Weißt du, kannst wie so... Nein, ich bin, ja... Dann ist er angreifbar. Ich habe gestern frei gehabt und der voll arbeiten. Wir sind beide da gestanden. Ich habe da... Hast du das eingeplant? Ja. Ich habe jetzt erst da wollen, dann habe ich gemerkt, fuck, es ist wieder die Woche, wo ich wieder verantwortlich bin für das Programm, und dann habe ich wie gefunden, ich kann wie nicht. Ich muss durchbeissen. Ja, man kann da nicht einfach frei nehmen. Man hat halt noch Nein, ich habe das... Verpflichtungen, gell? Aber Ja, der Neil macht ja nie Ferien im Jahr. Das heisst, der Neil ist der komischste Feriennehmer. Der nimmt immer so einen Montag und einen Donnerstag und dann einen Dienstag und einen Donnerstag. Aber es ist nie eine ganze Woche. Nein, und zwischendurch kommt aber immer arbeiten. Ja, es ist total unerholsam. Darum gönne ich dir den Montag, weil du sonst ja keine Ferien Hat hast. auch gut getan. Vor allem hätte ich heute eigentlich auch noch frei gegeben, aber nachher habe ich gemerkt, alles geht nicht ganz auf, und darum ist es jetzt einfach... Aber ein Tag hat gelangt, zum mir holen. Was hast denn du gestern gemacht? Wie kann man sich einen Ferientag vom Neil Wernli vorstellen? Ja, aber weißt du, das ist nicht ein Ferientag, dass man etwas unternimmt, sondern ein Recharge-Tag. Ich wusste, wir werden die 4 strengen Tage haben, und darum habe ich mir den Montag einfach schon mal, damit ich ausschlagen kann. Ich habe wirklich bis um 12 Uhr gepennt. Dann haben wir mal gemütlich etwas zu essen Das gemacht. kann ich nicht mehr. Doch, das geht bei mir. Nein. Nach so einem Wochenende geht das. Mir ist so, ich bin am Freitag allein zu Hause gewesen, weil die Familie weg ist, und dann konnte ich ausschlafen bis am 6:45. Und dann bin ich einfach wach gewesen. Ja, für mich ist das Ausschlafen. 6:45 ist bei mir Ausschlafen. Und wenn ich ganz gemütlich tue, dann kann ich dann noch bis um 8 im Bett bleiben. Aber mehr geht gar nicht. Ich bin eben auch... 12 ist eine Zeit da... Ich kann so 1, 2 ins schon wieder Bett. schlafen. Dann mache ich meinen Mittagsschlaf. 2 ins Bett, aber dann muss ich irgendwie um 6:30, 8 muss ich aufstehen. Hey, bei mir ist das auch oft so, aber jetzt nach wirklich 4 Tagen, also ich weiss, am Sonntag, wo wir dann wirklich den letzten Abend hatten, sind wir am Nachmittag dort gehockt und haben beide gefunden, ja, es ist halt Tag 4. Also, Ich kann nicht mehr auf eine Barstuhl klettern. Ja. Das ist wirklich... Weil es einfach rein körperlich nicht mehr gegangen Ist nicht ist. gegangen. Ja. Ihr habt ein bisschen euer eigenes Festival kreiert, das es eigentlich gar nicht gibt. Wir haben wirklich Das einfach Mattu-Nil-Festival. ein Mattu-Nil 4-Tages-Festival. Ja. M for Mattu. Ja. Es Das M for Neil. sogar wirklich, haben euch sogar noch den Sonntag rein produziert, wo eigentlich gar kein Festival mehr war, das Wochenende. Ja, am Sonntag war ja noch Rosalia, das haben wir auch noch müssen uns geben. Aber eigentlich ist ja, du kaufst ja einfach Tickets und dann merkst du auf einmal, oh shit. Es ist alles zusammen, Ja. es ist ja nicht geplant. Aber ich habe das auch gehabt. Ich bin diese Woche ja 3 Abende weg gewesen, und das ist absolut übertrieben für die letzten Wochen. Alles war in einer Woche gewesen. Irgendetwas ist mit dieser Woche los, dass alle Events in letzter Woche Sterne. sind. Ist nicht noch der komische Mond? Ja, das ist das ist wegen dem. Das ist der Das ist wegen dem Mercury in Retrograde. Der Mondsichel. Ich weiss, es ist irgendwie die grosse Eventwoche gewesen. Das ist doch gut. Jetzt haben wir mal etwas sind wir wieder mal draussen gewesen. Es hat sich Ausnahmsweise. auch so angefühlt, so Frühling und ein bisschen Festivalsaison. Ja. Ja. Jetzt haben wir wieder etwas zu erzählen. Ja, das ist doch schön. Ja.
Weil wir gehen gar nicht gross noch lang um den heissen Brei reden. Wir nehmen keine Gefangenen in diesem Podcast. Schau, es funktioniert. Merkst du selber, oder? Nein, das macht absolut keinen Sinn. Doch, du greifst etwas an und du nimmst kein Gefängnis und es werden alle sofort getötet. Nein. So, Nein. Ich glaube, das ist im Fall so ein Piratenlingo. Oder Nein. Es tönt wie so eine Metapher von so einem Poetry Slam Abend, wo dann noch so ein 50-Jähriger auf die Bühne geht und dann irgendetwas erzählt, was gar niemand mehr versteht. Und so denkst du, lade ein da. Also, wenn dir das gefällt, was wir da machen, dann kommentier auf Spotify oder Apple oder auf Google Maps. Kommentier doch diese Woche einfach mal dein Lieblingssprichwort. Ja. Einfach eins, das wir vielleicht noch nicht können und wir können nachher so kommentieren, ob wir es nachher dann im täglichen Gebrauch einsetzen. Ja. Das wäre nachher natürlich wichtig. Aber nur solche, wo man nicht, also dann können wir nicht mit den Bünzligsten hinführen. Carpe diem, pflücke den Tag. Also nutze den Tag. Aha, ja. Heißt pflücke? Pflücke den Tag. Carpe diem ist latinisch und heisst pflücke den Tag. Glaube ich dir jetzt? Ich glaube das jetzt auch. Aber ich habe auch kein Latein gehabt. Aber darum. Gut, dann kommentier deine Lieblingssprichwörter, gib auch 5 Sterne. Wie? 5 Gefangene. Nein, es ist immer noch Sternli. Es ist jetzt wie so 5 Gefangene. Ich will keine 5 Gefangene bei mir hier im Büro haben. Ich nehme schon 5 Gefangene. Und da ist eigentlich schon fast alles gesagt. Let's go. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun, 0 Bock. Ich muss ein bisschen durchpeitschen. Das ist ja, jetzt, look, normalerweise kommentieren die Leute, wir haben es lange, bis das Intro kommt. Jetzt werden sie sich beschweren über das Intro zu früh. Weißt du, wie alle überrascht sind, wenn da plötzlich die Opening-Musik kommt? Mir ist es jetzt ein bisschen schnell gegangen. Ja, ich weiss, aber ich bin apparat bin für die grossen Geschichten. Ich bin da ganz stiegeli-sinnig. Philipp Wiederkehr. Ja. Ich habe dich am Samstagabend im Hallenstadion gesehen, mit einem riesen Smile auf dem Gesicht. Ja. Leicht locker in den Hüften. Ja. Und du hast wirklich einfach Freude gehabt. Der Philipp Wiederkehr, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn zuerst an der Bar gesehen. Logischerweise, hinten links, dort, wo man abmacht im Hallenstadion. Wir haben uns gar nicht Nein, wir haben nicht abgemacht. Ich wusste, ich muss einfach links rein zu der Bar. Und wer ist da gestanden? Schon am Anstehen? Der Matthias Bündner. Und nachher haben wir mal 4 Bier genommen. Und dort hat der Phil eine Dumme gehabt. Jetzt kein Schatz. Hat er einen Witz machen. Ja. Dann haben wir gefragt, ja natürlich. Da habe ich gerade noch Shots hinterher bestellt. Also, Achtung, ein Shot im Hallenstadion, ein Shot 10 Stutz. Nein. Aber 40 Stutz für... Aha, ich habe die Runde Bier gezahlt, ich bin der Grosszüger. Und nachher haben die noch 4 Shots. Ja, ja. So, ja gut, ich habe nicht schon ihr zahlen, ich habe ja die Bier gezahlt. Dann haben die mehr gezahlt. Ja, das ist wirklich... Es sind Doppelte im Fall, das ist fair. Ja, und im Hallenstadion Zürich gibt es entweder Jägermeister, absolut kann ich nicht trinken. Und mein Two-Shots, das ist der finnische Pfeffermünzlikör. Den haben wir gehabt. Den haben wir gehabt, ja. Der ist aber er ist auch sehr... süß. Ja. Ist das nicht einfach Berliner Luft mit ein bisschen Farbe drin? Nein, ist keine Farbe, ist auch durchsichtig. Aber ja, es schmeckt ein bisschen wie Berliner Luft, ja. So ein bisschen minzig. Und dann habe ich dem dort zuerst mal noch einen Shot hinterher geschossen und dann... Dann ist die Lokomotive hat dann können abgestellt werden. Ja. Und du hast wirklich gute Stimmung gehabt, das ist mir aufgefallen. Ja, ihr seid eben schon ein bisschen, ich habe gemerkt, bei euch muss man noch so ein bisschen ihr seid ein bisschen zerknittert gestanden am Anfang vom Konzert. Das stimmt. Also, ich bin reingekommen und ihr seid am Arsch und so, ich bin ein müde von gestern. Ich bin dort noch gar nicht dabei. Weil ihr, aber du bist aber nachher auch gekommen, du bist auch zerknittert gewesen. ihr sind ja wieder die gewesen, die schon wieder einen Abend zu früh angefangen haben. Irgendwie da schon am Freitagabend, irgendwie bis am 4 Uhr morgen, weiss nicht was, irgendwo noch an der Lage. Was macht man einfach? Es war nicht 4 Uhr gewesen. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall gesagt, ihr seid noch ein bisschen verkatert von gestern. Ich natürlich nicht, ich natürlich topfit. Du hast wirklich einfach einen guten Eindruck gemacht. Und habe gefunden, schau, jetzt müssen wir da zusammen ein bisschen in Stimmung kommen. Und die ist dann auch langsam, ich sind dann so richtig auftaucht. Es hat so einen Vorher-Nachher-Moment gegeben an diesem Konzert. Ich habe es einfach wirklich schön gefunden. Ich bin dran angelaufen und habe gesehen, du bist in einem sehr guten Modus. Ja. 5 vor Frotte viel. Ja, wirklich. Also, ja. Es ist strahlendes Lachen, ich weiß genau, was du meinst. Weißt, wirklich so ein bisschen am Tänzeln schon zu der Musik, die einfach vorher... Ja. Sie haben gute Pre-Songs gehabt. Ja, so ein bisschen Bangers aus den 2000er gelaufen. Und irgendwie habe ich gewusst, du bist dort, aber ich habe gleich nicht mit dir gerechnet. Ja. Also, du sagst einfach, ja,
ich habe ein Ticket, nachher stehst du tatsächlich dort und dann ist so wirklich... Ich Kauffreude gehabt. Ich habe selber eine Woche vorher mir noch nicht vorstellen, dass ich in einem Hallenstadion wieder mal an einem Konzert bin. Und es hat sich so ein bisschen surreal angefühlt dort rein. Ich habe gemerkt, ich komme nicht raus in dem Hallenstadion. Ich bin schon ewig nicht mehr an einem Konzert gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo muss man die Jacken abgeben, wo... Dann gibt es dort so... Das ist ganz komisch im Hallenstadion. Dann gibt's, bei den Jacken gibt es verschiedene Farben. Da gibt es den Silberstand, den Gold und den Platinum. Und da habe ich nicht gewusst, ob meine Jacke besser gelagert wird, wenn ich es beim Goldstand abgebe. Weißt du, wo ich bis abgeben? Wo? Bei den VIPs oben. Das ist eben der geheime Ding. Du musst eben wie... Ja. Aber du bist ja gar kein VIP gewesen. Das ist auch kein VIP. Das ist eigentlich dort, wo Sitzplätze sind. Und die Leute, die sitzen, können die Jacke nicht abgeben. Die tust du einfach auf den Sitz fallen. Und dort hat es meistens Platz. Das ist ein kleiner Hack zum Jacken abgeben. Ich bin eben von einem älteren Security, also der ist wirklich schon so 65 oder so gewesen, hat uns angewiesen, wir sollen die Jacke jetzt... Wir sind wirklich schon so angeschlossen. Nein, geht da über. Und wir so, nein, wir sind jetzt da, hat es 3 Leute. Nein, da vorne geht's. Und nachher sind wir wirklich so ein bisschen hässlich gewesen, so die übermotivierten Security, wo da immer so die Leute rum, ich so, hey, chill jetzt, schau, alle sind friedlich, lass mich in Ruhe. Und dann hat er gesagt, nein, da vorne, bei den Mittleren, kommen wir das am Schluss schneller über. Der hat einfach Und dann habe ich gesagt, ja, du hast wirklich helfen. So, ja. Plötzlich, okay, nein, jetzt sind wir ein bisschen die aggressiv, wir müssen eigentlich dankbar sein. Nachher haben wir so, merci, hat es wirklich so mega nett gesagt. Nachher haben wir es gemacht und er hat recht gehabt. Wir sind am Schluss angelaufen, wir haben einfach rundum alle angestanden und genau bei seinem Stand, den er uns empfohlen hat, wir haben schnell Jeton abgegeben, Jacke geholt. Zack, bumm, Touch. 4 Stutz ist aber schon ein bisschen teuer für eine Jacke abgeben, auch das, liebes Hallenstadion. Nehmen es von den Lebendigen. Ja, ist aber nicht so wie 10 Stutz für einen Shot. Ja, aber und dann hast du wenigstens noch etwas davon. Ein Shot und eine Jacke, 14 Stutz. Für die habe ich schon wieder ein halbes Billett, um da irgendwo... Aber im Fall, ich habe das Farbsystem erklärt. Es geht nur darum, dass du einen richtigen Tresen nachher Ja, das habe ich dann eben. Das Problem ist, das ist mir am Sonntag zum Verhängnis geworden, es gibt dunkelblau und hellblau. Und dann laufst du zum Blau an und sagst, ja, blau... und mein Chetto auch. Ja, eben, ja. Und dann sagen sie, ja, du musst aber dort über, das ist hellblau. Ja. Und dann so, okay, jetzt stehst du dort nochmal an. Und genau, vor mir ist dort eine gestanden, die hat aber den dunkelblau gehabt anstatt den hellblau. Liebes Hallenstadion, es gibt noch mehr Farben. Hast du den Chetto getäuscht? Ja, dann hätte ich auch die Jacke. Hast du ihre Jacke gehabt und sie hat deine Lumpen gehabt und gut ist. Ja, das Farbkonzept ist absolut verwirrend. Also das ist jetzt wirklich Klönen auf hohem Niveau. Also bei der Kita... Das Farbkonzept vom Hallenstadion. Von diesen Chetos? Nein, also bei der Kita von meinen Kindern gibt es Gruppe Grün, Gruppe Blau, Gruppe Violett, Gruppe Gel... Ja, es Gruppe. Gibt also vielleicht Orange Farben. Vielleicht sollte sie im Hallenstadion so Tierli machen. Tierli, ja. Du hast dort Igeli, meine Jacke beim Fröschli. Igeli und Delfini und das Fröschli. Und, ja. Dann kommen die Leute raus. Ja, aber so ist total verwirrend. Gut, weißt du, Neil kann sich dann nach 7 Bier nachher erinnern, ob er hell oder dunkelblau hat. Nein, das stimmt. Aber es geht doch nicht. Dass ich den Igel habe, kann ich mir noch merken. Ja. Es wäre auch herzig, wenn du so Metal-Shows hast mit unglaublich so harten Siechen und dann kommen sie hier und sagen, ja, ich habe meine Jacke beim Seepferdli abgegeben. Ich finde, da geht noch mehr. Gut. Aber es stimmt, sie nutzen nicht alle Farben. Pink gibt es, glaube ich, nicht. Also ich denke, dunkelblau, hellblau. Die Farbe Racist. Pink. Ja. Geht's eigentlich noch. Hat es auch Pink gehabt, ich weiss nicht. Ja. Aber ich habe wirklich gefunden, du bist wirklich viel in einem sehr guten Mut gewesen. Und ich muss aber nachher dann wirklich auch zugeben, und jetzt glaube muss ich mich irgendwann ein bisschen entschuldigen. Entschuldigung. Ich muss mich auch mal entschuldigen. Endlich musst du dich mal entschuldigen. Neil und ich sind nach dem Kraftclub-Konzert auch in einem sehr guten Mut gewesen. Ja. Ich weiss nicht, ich glaube, ich habe mir die Euphorie von dir viel ein bisschen zu fest zu Herzen genommen. Aha. Und ich bin während dem Konzert, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein Fass ohne Boden gewesen. Ja. Ich habe, glaube nie während den, wie lange geht es, 2,5 Stunden, nie kein Bier in der Hand gehabt. Und teilweise hat man halt da, Bier halt auch noch ein bisschen es ist schon Bier ausgeschüttet worden, weil man halt Tanzlied hat und gemacht und da. Ich habe nie kein Bier gehabt und am Ende von dieser Show kommt ein Mensch auf mich zu, ein Typ auf mich zu und sagt, hey, du bist der Matthew von Debriefing 404, hey, es ist immer mega toll, was ihr macht, kann ich bitte ein Foto machen? Und ich habe gewusst, ich sehe crack aus. Ja. Ich sehe wirklich crack aus. Was mache ich? Ich panike. Ja. Und dann habe ich gedacht, schau, ich muss jetzt einfach
irgendwie dass die Situation noch retten, dass ich nicht so crack aussehe und nimm den Neil, der gerade nebenan ist, und so, hey, schau, der Neil ist im Fall auch da. Komm, du darfst mich gar nicht kennen. Du darfst in die Mitte kommen. Und hat mir so gefunden, okay, da sehe ich bin jetzt nicht der crackeste aus wie auf dem Foto. Entschuldigung, Neil. Das ist der negative Cheerleader. Ja. Nicht einfach jemand, der noch schlechter aussieht. Und nachher dann hat der Kollege, oder er, ich weiss nicht mehr, hat das Foto gemacht. Und ich weiss im Fall wie wir dort aussehen. Ich glaube, ganz schlimm. Es ist, glaube ich, das schlimmste Foto, das jemand von mir und sie wahrscheinlich auch von dir, also sind wir ehrlich gemacht hat. Und ich würde es gerne wissen. Also, ja. Die Person, die von uns das Hallenstadion-Foto gemacht hat, kannst du das bitte uns schicken via Instagram. SRF Studio 404. Oder einfach sharen. Und nein, ja nicht. Alle markieren. Mir nimmt es Wunder, ob ich in meiner Erinnerung wirklich so schlimm ausgesehen habe. Also ich glaube schon. Ich weiss, ich habe euch ja angetroffen, in dem Fall kurz nach dem Moment, weil du hast mir dort schon die Geschichte erzählt. Fuck. Du hast es am Montag mir nochmal erzählt, du hast es nicht mehr gewusst, dass du es mir erzählt hast. Du hast gesagt, am Montag ist es eigentlich erzählen, weißt du, haben wir einen getroffen, das ist genau die Geschichte. Ich höre sie jetzt schon zum 3. Mal. Und ich sage, ja, Mensch, ich habe ja nichts gesagt am Montag, ich gesagt, das ist schon gut. Aber du hast mir es am Samstag kurz nachher schon erzählt. Das Ding ist eben, wir sind ja hinten an dieser Bar. Ja. Und dann... das ist ja der perfekte Ort. Und ich hatte einen Kollegen dabei, der hat auch 2 Kinder und so, und hat auch mal wieder freien Abend und der ist auch gut motiviert und auch ein riesen Kraftclub-Fan. Und er ist dann irgendwann so hibbelig gewesen, ich habe gesagt, wir müssen jetzt führen, weil irgendein Banger-Song vom Kraftclub kam. Und dann haben wir so rumgeschaut und gesagt, nein, ihr seid heute einfach das Team Bar. Da kommt gar niemand mit. Ja, jemand muss aufpassen. Ja, eben und ja. nachher sind wir führen. Wirklich wie die jungen Reli sind wir da vorne gestorben. Bist du ein bisschen Moschpitten? Oder hast du ein bisschen... Das Problem ist, wir sind im Mittelbau stecken geblieben. Das ist oft. Wir hätten noch ein bisschen mühsamer Du musst immer über die Flanken führen, ja. Ja, das ist wie beim Fußball. In der Mitte ist... Und das ist wieder mal, da habe ich gemerkt, dass ich wirklich zu lange nicht mehr an so einem Konzert war. Weil das grosse Learning ist eigentlich, entweder bist du hinten an der Bar, weil dann hast du den Vorteil, du bist an der Bar, hast ein bisschen Platz, bist aber nicht mitten im Geschehen. Oder du bist wirklich ganz vorne, wo halt auch wieder, weil die Leute dann zum Teil fast ein bisschen zu wild ist, je nachdem, Jetzt hast du auch ein bisschen Platz. Jetzt hast du auch wieder ein bisschen Platz. Ja, das Schlimmste ist in der Mitte. Das sind nämlich die Leute, die führen wollen, aber sich gleich nicht zu fest bewegen und die stehen dann wie so eine Mauer in der Mitte. Und wenn du in dieser Mauer rein bist, wie im dann Fußball ist es total unangenehm. Ja, ist wirklich... aber ganz vorne, eben, wenn du die Mauer überwunden hast, dann ist auch wieder easy, weil dort bewegt sich ja alles so fest. Aber dann verlierst du eben, wenn du eine grosse Gruppe bist. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, wir sind nachher und das ist wirklich die falsche Entscheidung im Nachhinein. Wir wären gescheiter hin an der Bar Team Bar. Es ist Drucker hättest du ja können. Ja, aber irgendwie haben wir die Hoffnung gehabt, dass es sich irgendwie noch löst und dann ist das Konzert dann schon ans Ende zugegangen. Auf jeden Fall haben wir dann sicher so die letzten 3/4 Stunden von dem Konzert in diesem Mittelbau verbracht. Wir haben hinten eben private Moshpits nachher gemacht, einfach nur mit uns. Haben durch das natürlich auch nicht mehr an die Bar, weil dort ist man natürlich... Und durch das sind wir dann so langsam wieder so ein bisschen... Am Schluss bin ich so ein bisschen runtergefahren gewesen, so, und komme zurück zu euch und merke so, in 45 Minuten ist da hinten irgendetwas passiert. Weil wow, ich bin schon ein bisschen müde, ja, trink mal ein Bier. Bist du dort voll parat? So leicht, ich hoffe, der Podcast-Hörer hat nicht noch ein Video von euch gemacht, so leicht lallend. Ich habe leicht gelallt. Ja, wir haben doch. Und es war einfach so gewesen. Und es ist ein Kreuz, ich weiss, es ist einfach ein wilder Ding gewesen. Und es ist irgendwie am Schluss alles irgendwie, keine Ahnung, es ist wirklich Chaos. Ich habe nur gemerkt, es redet niemand mehr miteinander, sondern wir haben uns nur noch angeschaut. Ja, es ist so wild gestikuliert und nachher sind die Leute alle noch jemand anders rausgelaufen und irgendwie sind wir dann vor dem Stadion gesehen, ist plötzlich wieder Kraftclub dort gewesen. Ja, vor uns hat auch noch gespielt, ja. Vorne aussen gespielt und es ist alles so viel. Dann sind auch noch so, ich habe dann auch noch so Leute, die den Podcast gelesen haben, kennengelernt. Also er ist auch gesagt, hey, mega cooler Podcast und so, ja voll. Und dann war seine Kollegin dabei gewesen und die hat die Jacke nicht mehr anlegen. Dann habe ich einer erwachsenen Frau müssen helfen, die Jacke anlegen. Dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen wie bei meinen Kindern. Gesagt, ja, sie hat auch ein Kind, die ist 11 Monate. Es ist einfach so, es ist alles so wirres Zeugs passiert. Und es ist so, ich bin am Schluss nicht mehr rausgekommen, was jetzt läuft. Ja.
Und dann am Schluss habe ich gedacht, schau, einen Absacker und dann bin ich in so einem trümmeligen Pub in Oerlikon gelandet. Das ist mein Stammpub. Mit Grill, ja, sehr wahrscheinlich schon. Mit Karaoke. Ich habe Karaoke. Und es ist absolut, ich habe mich gefühlt wie so eine Backpacker-Bar aus den 90ern. Es war ein ganz komischer Vibe. Und ich habe gedacht, das wird dir gefallen. Das war eine Bar für dich. Wirklich so ein Pub, aber so richtig geschmacklos. Halt Oerlikon-Style. Das gefällt sicher im Nil. Es ist geschmacklos. Es ist geschmacklos und es sagt Karaoke. Das ist so alles, es gibt 2 Pubs in Oerlikon, wo wir regelmäßig können. Darum, wahrscheinlich ist es eines von denen gewesen, aber da gibt es nie Karaoke. Ich muss mal schauen, wenn... Ja, auf jeden Fall. Habe ich verpasst. Ja. Es ist so kurz, einfach in der letzten halben Stunde absolut ausgeartet und ich weiss nicht. Wirklich haben wir so halbe Biertusche ineinander gegeben, da hinten und so. Ja. Wirklich so... Also ich habe nächsten Tag mit dem Bulli geschmeckt. Wir haben nachher so Bier gekauft, zum Biertuschen, wirklich, also ich weiss einfach auch nicht genau, was passiert ist. Besser als jetzt einen Shot gekauft. Ja. Aber der Moment, wo du angesprochen worden bist, ich weiss nicht, wie ich gedacht habe, oh, viel Spaß mit dem Scheiß. Weil ich gewusst, wie du aussiehst. Und was macht er? Er zieht mir die Scheiße. Und der Typ hat nicht mal, also der hat mich ja nicht gekannt, vermutlich. Ich bin jetzt noch nicht so oft da gewesen. Und dann gehe ich das Bild ruinieren. Auf jeden Fall hat mir noch nicht die Idee gehabt, von jetzt an, wenn man angesprochen wird und jemand das Foto machen will, müssen wir diesen Leuten immer sagen, hey, schickt es uns bitte noch auf Instagram. Und dann können wir so sharen. Ja, das oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich finde das schon. Ich finde es herzig. Ich habe so null Ding, wenn das Bild wird sharen. Wenn jemand zu mir kommt und hey, es ist irgendwie mega cool, finde ich wie so. Es kommt auf die Situation drauf an. Manchmal bin ich vielleicht wie betrunken. Aber ich habe dort noch eine Geschichte zu Situationen, wo man nicht angesprochen werden. Vor der Show ist einer auf mich zugekommen und ich habe ja letzte Woche in dem Podcast erzählt von der Sex-Positive Party und wie peinlich das gewesen wäre, wenn mir dort jemand auf 404 angesprochen werden. Und dann kommt einer im Hallenstadion an, ich habe den Namen leider vergessen, und sagt, er sei tatsächlich auch an dieser Party gewesen und hat mich gesehen und hat sich überlegt, um mich anzusprechen. Danke, vielmals hast du das nicht gemacht. Aber der ist herzig gewesen. Nachher auch gefunden, jetzt nutzt er den Moment. Ja. Hey, aber im Großen und Ganzen ist sehr viel passiert am Abend. Ich weiss eben, dass dein Gesicht noch, wie du Freude gehabt hast an allem. Und nachher wird es ein bisschen schumprig bei mir. Ja, die Show, weiss ich gar nicht, ist es gut gewesen? Nein, es war super gewesen. Es ist sehr wholesome. Das beste Kraftclub-Konzert seit langem gefunden. Ich habe die Band schon 1000-mal gesehen. Ich bin also nicht mehr ganz so mega, jetzt sehe ich mal Kraftclub, sondern es ist so, jetzt spielen sie mal wieder. Was mir aufgefallen ist, die haben ja ein neues Album rausgegeben und die Songs vom neuen Album, ich weiss nicht, sie haben irgendwie alle gespielt, es hat wirklich ein paar drin, wo so ein bisschen Füller-Songs sind und die haben es nicht gespielt und sie sind halt einfach auch im Konzert Füller-Songs gewesen. Es hat wirklich ein paar ganz schlechte Songs gehabt. Aber sonst ist es... Der Musikjournalist Philipp Wiederkehr. Aber ich finde, es ist eine grossartige Show gewesen und es sind ein paar neue Bangers dabei. Und ich habe schon ein paar Mal so richtig aus voller Kehle mitgesungen. Das war schon geil gewesen. Ich bin überrascht, dass du führen bist. Also ich habe ja nicht dürfen, weil ich noch eine Verletzung habe. Ich kann nie führen. Warum bist du nicht führen? Weil du mich jetzt können brauchen, oder was? Ja, nein, aber dich habe ich immer eine Erinnerung, dass du an so Kraftclub-Konzerten irgendwann schwitzend irgendwo vorne rumhopst. Schwitzend und keuchend. Ja, ist mir so wirklich verboten worden, weil aber ich habe ihn eben noch führen ziehen und dann hat er wirklich gesagt, nein. Und dann habe ich gefunden, okay, wenn der Nil nicht darf, dann darf ich auch nicht. Aber du hast da hinten nachher einfach ein eigenes Moshpit. Was ja noch gut ist bei Kraftclub ist, dass sie immer so eine mobile Bühnen und Sachen haben, sie kommen ja immer hindern. Also das heisst, du siehst sie trotzdem immer noch 3-mal von nahe. Das stimmt. Sie sind sehr volksnäher. Das ist ja ihr Ding. Es ist eigentlich ein bisschen Volksmusik, was sie machen. Sie sind näher bei den Fans. Und dann sind sie ja noch vorne raus im Hallenstadion. Ich bin überrascht, sind sie nicht auch noch in dem Pub auftauchen. Ja. So Kraftclubs sind ein bisschen mühsam. Dann gehst du heim und sie sind immer noch... Und plötzlich bei dir im Schlafzimmer und spielen noch mal einen. Hey, ich habe es jetzt gesehen, ich will das nicht mehr. Ich würde gerne schlafen, Felix. Ja, es ist ein bisschen penetrant. Ihre Fannähe ist sehr... so, ja, ist gut. Nein, ich finde eben... Nein, sie machen es grossartig. Und es ist schon krass, sie haben das auch angesprochen, dass sie irgendwie das erste Konzert so im Abart in Zürich, das ist ein alter Indie-Rock-Club,
Wie viel Kapazität hat das? Knapp 100 Leute. Knapp 100 Leute und von 100 auf 10'000 ist so, dann hat man es schon geschafft. Ich glaube auch. Finde ich schon Respekt einfach für das. Wir müssen jetzt noch mal kurz aus M4 Music zurückkommen, weil dort ist noch ein Gerücht umgegangen, dass die einen Secret Act angekündigt haben für 3:30 am Morgen oder so, Samstagnacht. Und es ist das Gerücht umgegangen, dass das Kraftclub könnte sein im Exil. Es wäre schon noch gut. Es wäre geil. Vor allem, es würde auch passen. Die machen ja die ganzen Sachen. Und dann haben wir wirklich gedacht, ja, aber 3:30 ist schon noch lang, dann müssen wir sehr lang dort stehen. Und sie müssen ja auch so lange dort stehen. Ja. Ja, und sie hat, glaube ich, am nächsten Tag oder glaube jetzt gestern oder heute haben sie schon wieder ein Konzert. Nein, gestern schon wieder ein Konzert. Also am Sonntag haben sie aber nichts gehabt. Wir sind da recherchieren. Am Sonntag hat es einen Off-Day gehabt. Und dann haben wir dann schon wieder so gefunden, vielleicht könnte es ja trotzdem sein und so. Ja. Mein Gedanke, also der Kollege hat das gesagt, weißt du, ich schiesse dich an, wenn du nach einem Sonntag aufwachst und du siehst Insta-Stories von Kraftclub im Exil. Und ich wäre wirklich fast auch noch so lange geblieben. Aber irgendwann sind auch Leute aus dem OK, die gesagt haben, hey, die Erwartung ein bisschen dämpfen. Und dann ist klar gewesen, okay, nein, es wird nicht. Es ist nicht. Und du bist zwar noch länger verhockt, ich habe gedacht, du gehst noch recherchieren. Nein, das gleich nicht sein. Nein. Ja. Ich bin auch alt, weißt du. Ich muss noch mal haben. Nein, ich hatte an dem oben, ich hatte so Angst gehabt, viel. Wieso? Weil an dem oben hat mich der Chef vom M4 Music noch angesprochen. Das ist eben auch jemand, der mal bei SRF geschafft hat und jetzt für die Migros das macht. Ja. Und dann habe ich jetzt, als er auftaucht ist und ich weiss, dass da teilweise einen Podcast hört, jetzt gibt es eine Hasstirade. Jetzt werde ich zusammengeschissen. Jetzt werde ich dort... Weil ich letztes Mal über das M4 Music ich werde jetzt dort vom Chef vom M4 Music, Chef vom Migros Kulturprozent vom Platz gestellt. Ja. Aber er hat nur fragen, wie es mir so geht. Und in dem Moment habe ich gemerkt... Du hast schon die Entschuldigungs... ich habe schon ein bisschen hyperventiliert. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt... Alles auf den Phil schieben. Er ist es. Ich könnte auch nicht. Ich finde... Ich kann nicht sagen... Er ist ein bisschen abgedriftet jetzt. Er ist ein Schwurbler. Kultur finde ich nicht mehr gut. Ja. Nein, ich muss jetzt für das möchte ich mich auch im Nachhinein jetzt auch noch schnell entschuldigen. Hast du Reaktionen bekommen? Nein, aber einfach... Ich finde im letzten Podcast, ich weiss nicht, ich bin nicht auf der Höhe gewesen. Ich bin da gegen M4 Music unanständigerweise einfach so ein bisschen, habe ich rumgerantet. Du bist gegen Kulturschaffende gegangen? Ja, gegen Kultur und Subventionen, ist alles gut. Steckt das Geld rein, ist gut. Also er hat es ja schon gemerkt, als wir wirklich von dem Studio zurück ins Büro gelaufen sind, hat er zu mir gesagt, oh, das ist jetzt ein bisschen komischer Take von mir. Das ist ein komischer Take, ich entschuldige mich. Manchmal dürfen wir. Aber das Fünkchen Wahrheit ist da drin. Jetzt hättest du es einfach können lassen. Jetzt hättest du es einfach können stehen lassen, aber jetzt bist du schon wieder... Er ist der Xavier Naidoo-Pult. Entschuldigung, aber dann gerade wieder schwurbeln. Ich habe aus dem Maus einen Elefant gemacht, wie man so schön sagt. Oder wieder, um ein englisches Sprichwort, ich habe aus einer Schlange einen Tiger gemacht. Das ist Englisch genug. Aber das passiert ja manchmal da. Das Mikrofon ist offen und man möchte ein bisschen Emotionen reinbringen und dann merkt man nachher so, ui, das ist jetzt ein bisschen... Auf jeden Fall ist er vor mir gestanden und dann so alle meine Energie eigentlich sammeln, weil eben, es ist nach dem Kraftclub-Konzert, sind wir eben noch eins weiter, wieder zurück als M4 Music. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich jetzt auf den Fight parat machen. Und er war nachher mega nett zu mir, aber weil ich dann so viel Energie in meinem Hirn verbraucht habe, bin ich noch besoffener geworden und habe nachher im Gespräch mit ihm gemerkt, fuck, ich bin mega am Lallen. Ja. Und es war so unangenehm gewesen, wenn jemand mit dir reden und du schaffst es nicht mehr. Und du realisierst es, aber du bist dann so wie gefangen in deinem eigenen Körper. Es ist so unangenehm. Du machst es nur noch schlimmer, weil du konzentrierst ihn drauf und denkst so, scheiße, das Wort hat auch wieder nicht fehlt. Und dann habe ich plötzlich nicht mehr gemerkt, fuck, wie stehe ich eigentlich? Was soll ich mit meinen Händen machen? Und bin ich mega, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt heim. Und dann ich muss aufs WC. Ja, dann bin ich muss jetzt auch, ich muss gehen. Ja, das ist gut. Dann ist wirklich, die Party ist dann vorbei. Ist er dann in so einem Business-Mood gewesen? Ja, logischerweise. Er war dann nüchtern gewesen. Gut, das heisst zwar auch nichts, wenn du der Chef bist vom Laden, wenn dann der letzte Abend ist. Nein, er ist nicht der Chef vom M4 Music, er ist der Chef vom Kulturprozent. Das heisst, von allen... alles das, was du letzte Woche in diesem Podcast bemängelt hast, für das steht er.
Nein. Episode noch nicht gehört. Stimmt Klassische nicht. Musik, alle Musik. Ja, aber er ist von der Migros. Das ja. Ich habe geredet von Fördergeldern. Das ist schon, das Kulturprozent ist schon ein Förder. Aber es ist privat finanziert. Ja. Ich meine, die können machen mit ihrem Geld, was Migros gehört uns allen. Ja. Die Migros ist doch wie so. Ja. Das ist einer von denen, der das gehört. Das ist nicht ein Privatding. Du glaubst dann auch alles, was die in der Werbung sagen. Migros ist das Volksding. Das ist Volksladen. Weißt du noch, ich bin schon Migros-Kind. Weißt du noch, wenn ihr so geredet habt? Also ist es ein gutes Gespräch gewesen? Ja, ich glaube einfach so, wie es so geht und so ein bisschen Smalltalk nachher. Okay, ja, dann ist ja mega ja. Ich denke, du hast dann wirklich irgendwie die grossen Fragen beantworten. Ich weiss es nicht. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich ihm viel die Podcast-Hörergeschichte schon erzählt habe. Und das sind sehr wahrscheinlich noch 2 Stunden vorher gewesen. Von dem her, es könnte alles passiert sein. Ich bin jedenfalls über das Wochenende am M4 Music und an dieser Show bin ich 3-mal angequatscht worden. Und ich also gedacht, ja, das ist, also, passiert das so oft? Also angequatscht so sexuell oder angequatscht so? 404. Also mir passiert das so einmal im Monat. Ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt ja länger nicht mehr draussen gewesen. Ich habe ein halbes Jahr eigentlich in Quarantäne gewesen, mehr oder weniger. Und habe mich weniger so in die Menschenmasse begeben, wenn dann eben so selber ein Auftritt und dann ist es wie so, ja, dann steht man auf der Bühne. Und es ist mir schon aufgefallen, dass also schon die ganze Woche, schon am Montag zur Nacht im Zug von Solothurn heim, ist einer gegenüber gesessen und hat uns irgendwie angequatscht wegen 404 und so. Das ist schon, ich glaube, wir kommen langsam ein bisschen da bei den Leuten. Und es ist immer so 50-50 Podcasts oder Videos. Also es ist natürlich auch, ich bin jetzt natürlich auch noch ab und zu in den Videos drin, dann wird mir auf das noch ab und zu angesprochen. Das macht Freude. Zum Teil also von älteren Frauen. Da merke ich auch so, was deine Zielgruppen sind ältere Frauen? Ja, auch die haben mich auch gern. Ja. Das sind so die Schwiegermutter. Du bist aber auch du bist halt der Darling von den Schwiegermüttern. Ja. Ich glaube so, also bis jetzt kann es immer gut kommen. Schwiegermütter lieben den Philipp Wiederkehr. Ja. Mir ist über das noch passiert. Letzte Leute mehr random Personen an wegen Vorsorge, Säule 3a. Und hat gesagt, sie sei neu für mein Dossier zuständig, das hat einen Wechsel gegeben und so. Und sie hat schon den Namen gelesen und denkt, das könnte noch sein. Und jetzt, wo sie meine Stimme hört, weiss sie, glaube ich, was ich beruflich mache. Und die hat wirklich anhand vom Podcast. Dann hättest du einen Deal rausholen. Und dann wäre so gewesen, gut, jetzt müssen wir mal die Prozente ein bisschen anschrauben von meiner Vorsorge. Sonst packe ich da aus. Wie heisst die Firma da? Genau. Also, ja, das nennt sich Erpressung. Aha. Ist das nicht einfach nur Quid pro Quo? Ja. Ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Man holt ja nie einen Vorteil aus dem. Sie haben nachher ein Viertel, das sie uns erpressen damit. Und was haben wir? Nein, wir dürfen auch nicht. Ja. Aber ich glaube, du hättest einen Shot rausholen bei dem Typ. Die Leute kommen jetzt auch und sagen, weißt, wir haben ja für euch abgestimmt. Wir haben ja da Nein gestimmt bei der Halbjährigsinitiative. Was komme ich jetzt dafür? Ja. Das ist immer eine Verhandlungsbasis. Nein, aber ich meine so bei diesen Viertel-Leuten, dort hätte man glaube ich schon können sagen, hey, ich nehme sonst noch eins. Nein. Hey, Logimo da lernen, so wie mit dem umgehen. Der Moiri hat das noch ganz anders gemacht früher. Ja. Der hat immer schon vor der Open Air gesagt, ich gebe euch dann ein Bier aus. Genau. Der war jedes Mal pleite nach dem Open Air. Das ist der way to go. Du musst dich das sagen wie Kraftclub, so, oder den Leuten geben. Ja, einmal noch ein Schlafzimmerkonzert geben am 3 Uhr morgens. Am anderen hätte ich schon auch noch ein Bier gezahlt. Ja gut, was nehmen wir sonst noch mit von diesem grossen Wochenende? Ja, also ihr sind am Sonntag ja dann noch weiter, oder? Ihr habt ja dann noch die Rosalia. Da wir sind am Sonntag noch Instagram-Stories gesehen, dass da Leute das sei ja jetzt das Popkonzert vom Jahrhundert. Das war eines der besten Konzerte, glaube ich. Absolut krass gewesen. Rosalia heisst sie. Ja. Und es war eben lustig, dass am Anfang, wo auch noch so wo sie gerade angefangen hat, sind nachher noch so die Konfetti-Schnipseli vom Kraftclub noch von der Decke oben runtergefallen. Nein, ja, es war noch ein bisschen herzig. Ich hatte nachher gerade noch ein bisschen Wehmut gehabt, dass noch ein bisschen Sachen vom Samstag auch noch. Ja. Nein, ich glaube, das würde Kraftclub auch berühren. Wenn ja, wirklich. Rosalia so gerade so mit einem Banger mit viel Bass rein und dann hat die Decke vom Hallenstadion wieder vibriert und es sind noch Fötzeli runtergekommen. Bitte muss ich, also mein Feedback jetzt an Putzcrew vom Hallenstadion schon nicht ganz sauber geschafft. Die gehen ja jetzt nicht oben
oben bei der Decke und wo du die Konfettikanonen überall hin schießt. Wenn Rosalia Konfettiallergie hat oder so. Aber der Boden hat nicht mehr geklebt. Der Boden hat nicht mehr geklebt und lustigerweise sind wir nachher dann am Sonntag wieder am genau gleichen Ort gestanden wie am Samstag. Hinten links an der Bar. Und hat es mehr oder weniger Leute gehabt, die angestanden sind? Es hat mehr Leute gehabt, es war ein bisschen voller gewesen, aber was ich aus meiner Feldstudie herausgefunden habe, Rosalia-Fans sind grösser als Kraftklub-Fans. Ich habe weniger gesehen. Kraftklub ist ein kleines Menschenkonzert. Kraftklub ist ein kleines Menschenkonzert. Was ich aber wie so gefunden habe. Kleinen Mann. Sozusagen. Ist es nicht so, dass bei Rosalia sind ja die Leute nicht so ein Gumpen oder so gewesen, sondern man war eher am Zuschauen und Zulassen gewesen und einfach ruhig gestanden. Ich weiss, speak for yourself. Ja, du hast jetzt nicht groß gumpet. Und die Leute sind auch eher mal hinten gestanden, eben weil bei Kraftklub drängt sich das noch für alle, wenn das Moshpit. Und da ist darum hinten dran nicht ganz so viel Platz gehabt wie bei Kraftklub. Und ich glaube nicht, dass Kleine sind, sie bewegen sich. Das ist viel spannend. Wir könnten mal Bands nach der Größe von ihren Fans ranken. Wirklich, ja. Die kleinsten. Nein, ich habe wirklich weniger gesehen. Ja. Also ich habe... Ja, aber eben das, weil es sich nicht bewegt. Du kannst nicht ständig zwischen Köpfen durchschauen, die da durch den Raum fliegen, sondern du hast dann einfach so... Ja, aber ich habe mich schon bewegt. Ich habe schon meine Hüfte geschwungen. Ja, also gut. Ein bisschen slower geht da zu Rosalia. Ich glaube, die Theorie verhebt aber nicht. Rosalia wäre jetzt schon so ein Konzert gewesen, wo du hättest einen Sitzplatz nehmen können. Ja. Habe ich mir im Fall kurz überlegt, ob ich mich einfach, weil ich eben schon ein bisschen müde war, habe ich schon gedacht, es wäre jetzt eigentlich schon auch schön hocken und einfach ein bisschen schauen. Weil es hat eben so ein Konzert, weißt, es ist ja kein Konzert, es ist Art. Ja, ja. Oder es ist eine Performance, die hat sich wirklich etwas überlegt. Das hat mich nicht gefallen. Es ist nicht einfach so 5 Dudes an der Gitarre, die ein bisschen auf der Bühne rumhopsen. Hallo, das ist ja wirklich Konfettikanone gehabt. Ja, aber eben, das höchste der Gefühle ist eine Konfettikanone. Die ist halt wirklich mit einem Flügel, Oper. Du hast wirklich ganz viel, was einfach nachher gemacht wurde, ist. Und Sitzplatzkonzert. Ich glaube, du hättest noch ein bisschen mehr gewesen beim Sitzplatz von dieser ganzen Show. Ja. Wir sind am Nachmittag eben, wir haben uns schon auf Pre-Game getroffen, einen kleinen Burger im Pub in Oerlikon, und Matto hat dort auch eine Bass gehabt. Und jemand aus dieser Gruppe hat noch ein Sitzplatzticket gehabt. Und du bist wirklich kurz davor gewesen, um diesen Deal zu machen. Ich bin einfach einen wechseln. Und dann wärst du allein auf diesen Sitzplätzen. Das war so grossartig gewesen. Ja, wahrscheinlich hättest du Time of your Life. Eben, ja. Ja. Aber ich war nicht so nah bei der Bar gewesen. Aber allein, ich bin auch schon so an Festivals, weil niemand mitkommen wollte, dann allein ein Konzert gehen. Und es fehlt eben schon etwas, wenn nicht irgendwo einer nebendran steht. Ja, du brauchst schon einen Man braucht einen emotionalen Support irgendwie. Auch wenn man nur still nebeneinander sitzt. Aber allein, ich weiss nicht, für mich ist das immer noch schwierig, allein an ein Konzert gehen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin schon mal, also Sitzplatz sogar allein und habe eine von den besten Shows ever. Das ist wie allein ins Kino eigentlich. Ja. Ja, das finde ich weniger schlimm, weil dort schaust du einfach den Film. Aber beim Konzert würde ich schon noch schnell so eine kleine Expertise abgeben zu dem Lied, das jetzt gerade performt wurde. Da bin ich schon auch der Musikjournalist. Einfach nur können. Dann musst du eben anfangen zu bieten. Ich bin auch noch Journalist. Das kannst du jetzt eben sagen, das ist jetzt ein Füller. Ja, das ist ein Füller. Das ist jetzt einer der Schwachen. Ja, das schon. Da haben sie schon besser gebracht. Ja, aber der Mattu hat wirklich, du hast dir das dort wirklich überlegt und ich habe gesagt, nein, das machst du jetzt nicht. Du kommst jetzt mit uns wieder an genau gleichen Ort und dann stehen wir dort und haben eine gute Zeit. Und du hast recht gehabt. Ja, also es war sehr wholesome gewesen. Wir haben uns auch am Sonntag nicht nochmal komplett gehen lassen. Ja, aber es ist ja okay. Ich meine, so Sonntag ist dann ist ein Opernkonzert für den Sonntagabend. Ja. Das finde ich auch okay. Da muss man jetzt sagen. Ein Opernkonzert? Ja, es reden alle von, dass die da Oper... Ich habe nur so Stories auf Instagram gesehen, wo irgendwie jetzt am Flügel hockt und irgendwie so einen Stegen durchabgeht mit dem Ballettkleid. Also, ich persönlich, ich bin nicht am Konzert gewesen. Es war sicher eine grossartige Performance. Ich bin nicht so Fan von diesen Performance-Sachen. Ich will einfach gute Musik. Es ist schon gut, es ist noch eben Performance und gute Musik, weißt du? Es war vor allem keine Biermusik. Ja. Wir sind die ganze Zeit am Bier trinken, aber eigentlich kann ich mit... Rotweinmusik. Ja, genau. Ja. Es ist nicht so, sondern mehr so ein bisschen gehoben. Ja. Weisswein trinken und ab und zu ein Monokel führen. Entschuldigung, ihr Menschen von der Hochkultur. Ja, das stimmt. Da haben wir am Sonntagabend gerade noch eine Kurve gekratzt. Ja, eben. 2 Tage primitiv und dann am Sonntag das Gefühl gehabt, weil er jetzt der Rosalia sind schauen, sind wir jetzt da die popkulturelle Avantgarde von der Schweiz. Genau das, was ich wollte. Ja, ist gut. Oder? Das ist so. Eigentlich. Ja, was hast denn du am Sonntag gemacht? Da haben wir probiert noch zu überleben und nicht... Nein, ich bin das Wochenende an einer Vernissage gewesen. Eben, siehst du, genau das Gleiche nachgemacht. Ich habe auch Popkultur gemacht, aber es war eine Vernissage von unserer Kita. Aha.
Sie haben Bilder ausgestellt von der Kita-Gruppe Orange. Haben so einen grossen Kühlschrank, wo die Bilder dran hängen? Nein, sie haben wirklich extra eingeladen, die Eltern am Freitag um 5:30 und das hat Apero gegeben. Hast du auch Weisswein und das Monokel für geschossen? Es hat Bier gegeben, tatsächlich in der Kita für die Erwachsenen hat es Bier gegeben. Das finde ich so. Es wäre komisch gewesen, hätte es für Kinder Bier gegeben, aber... Ja, ich sage jetzt nicht wer, aber jemand von unserer Betreuungsgruppe von unseren Kindern hat meinem 3-jährigen Sohn ein Schlückchen Bier gegeben zum Probieren, weil er es spannend gefunden hat. Also ganz wenig, so ganz wenig. Ich finde, das müsstest du der Moment gehört dir als Vater. Zum Sohn das erste Mal. Er hat nur so ganz, er hat so knippt. Schaum. Er hat so knippt, es hat wirklich so ein bisschen Schaum. Es war wirklich ganz harmlos gewesen. Auf jeden Fall ist er aber nachher einfach so zu der Kita-Leiterin gegangen und ist so stolz angeschaut und hat gesagt, ich habe Bier getrunken. Und dann haben wir gemerkt, Scheiße. Ja. Und sie so, du bist ein Lustiger. Und er hat wirklich Bier getrunken. Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall ist das auch passiert. Ja. Wir haben Bier getrunken an der Vernissage. Also du hast dem 3-jährigen Sohn ermöglicht, damals das erste Mal Bier trinken. Ja, also ich bin nicht. Ich will mich da nicht, dass sich da kein Spiel schaltet. Ich habe nichts mit dem zu tun. Du nimmst dich jetzt mega aus deiner Verantwortung raus. Ich habe es nicht gesehen, ich bin nicht dabei gewesen. Auf jeden Fall offenbar hat er Bier getrunken. Vielleicht hat er es auch nicht behauptet. Nein, auf jeden Fall muss ich aber sagen, ich habe das Zeug angeschaut, das die Kinder gemalt haben. Also so. Hast du noch zu jedem noch deine Expertise abgegeben, wie wir oben vorher haben? Das ist eine Führerzeichnung. Ein paar Füllerbilder dabei gehabt. Aber ich muss im Fall jetzt sagen, sie haben es dann wirklich auch noch so, weißt du, an diesen Fäden aufgehängt, wirklich so ein bisschen artsy. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Das nicht gerade, das wäre jetzt schon ein bisschen zu viel Effort. Aber weißt du, so ein bisschen schön inszeniert sind sie. Und ich muss sagen, also ich bin schon an Kunstausstellungen gewesen, was weniger schöne Bilder hatte als bei der Kita-Gruppe Orange. Ich finde, die haben wirklich einen guten Job gemacht, die 1- bis 3-jährigen, 4-jährigen Kinder. Also zuerst kommt das Louvre, dann die Kita-Gruppe Orange. Ja. Und dann das Kunsthaus Zürich. Ja, ja aber hat man das dann auch kaufen können? Hat es eine kleine Aktion gegeben? Weißt? Das darf man dann irgendwann vielleicht muss dann die Kita irgendwie plötzlich auch wieder einen neuen Flügel haben oder so. Dann hat man das gar keine quer subventionieren. Nein, wir sind eingeladen gewesen. Es hat sogar einen Flammkuchen gegeben, Schinkengipfeli, Chips. Alles Banger-Sachen. Ja. Orangensaft und eben Bier. Also es ist wirklich, und es war kalt gewesen, tipptopp. Also nein, habe ich Freude gehabt. Ich bin da gut aufgehoben in unserer Kita. Die machen das super. Ja. Wie ist denn der Gang am Sonntagmorgen? Das nimmt mich noch Wunder. Weil du nicht mehr so wild gehst und dann, wie sieht ein Sonntagmorgen aus, wenn du am Abend vorher frei gehabt hast? Du musst ja gleich aufstehen. Ja, ich bin ich habe netterweise also ich habe morgen nicht gerade aufstehen für auf die Kinder, darum habe ich dann anstatt bis um 6:30 bis um 7:30 geschlafen. Ui, das ist ja viel nicht. Nein, und nachher ist es normal. Ja, es war schon ein bisschen streng gewesen, so im Kopf hat schon nicht so wählen, aber ich bin jetzt nicht mega schlimm verkatert gewesen. Aber ich bin auch, ich habe so gewusst, wann ist das Konzert gewesen, wenn es 11:30, so, es ist so 12:30 dann gewesen, ich habe gewusst, ich hätte jetzt noch Energie zum Weitergehen und ich bin dann aus Vernunft heim. Wenn ich dann noch an die Langstrasse wäre und so, dann wäre es dann schon nicht so ein lustiger Sonntag geworden. Das war mein Eigenschutz gewesen. Weil es hat dann schon, Leute haben dann schon noch geschrieben, kommst du da und dort, und gesagt, nein, halt, stopp. Ich glaube, man hätte die schon noch reinschauen können. Ich glaube, es ist schon etwas in der Luft gelegen an dem Samstagabend. Man hätte schon einmal noch mal einen durchgeben. Noch ein bisschen zäuseln. Aber dort ist wirklich die Vernunft. Wenn ich nicht weiss, ich muss wirklich am nächsten Tag frei haben, oder zumindest bis am Nachmittag frei haben, damit ich das riskiere. Ja. Sonst ist das Risiko gross, so verkatern mit Kindern. Das finde ich auch so ein bisschen nicht so cool. Irgendwie. Das macht niemandem Spass. Das mache ich wirklich nicht mehr. Aber dann muss ich frei haben und dann bin ich auch mal wieder dabei, um wirklich noch das, wie sagen wir, das Zusatzprogramm machen. Ja. So 1-2 Mal im Jahr machen wir das vielleicht noch. Nachspielzeit. Genau, Nachspielzeit einlösen. Wobei meistens ist nein, gang heim. Das ist wirklich so. Das habe ich ja gelernt. Ja. Also am Samstag hat es sich nicht gelohnt. Nein. In dem Fall heim. Eben. Ja. Ich habe dann am nächsten Morgen noch das Gefühl gehabt, ja, vielleicht ist dann da noch das passiert und so. Wenn man gerade in so guter Stimmung ist, ist es dann so schade, die Herz geht zum Schlafen. Genau. Aber da muss man auch sagen, ist wahrscheinlich nicht besser geworden. Kein FOMO. Nein. Ich habe noch eine Frage. Etwas ganz, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe das gar nicht geplant zu erzählen. Ich habe Angst jetzt, irgendwie, wie du das Tonalität gerade hast, jetzt gäbe es jetzt einen kleinen ZS. Nein. Okay. Es ist mir jetzt gerade in dem Moment mein Traum von gestern in den Sinn gekommen. Von gestern Nacht. Und das ganze Trauma ist gerade vorgekommen. Dürfen wir ihn deuten?
du darfst deuten, aber es ist im Fall wie so, also das Ding ist, ich habe heute Abend, ich gehe wieder ein bisschen ins Gym und gehe Sachen machen und dann musst du von Zeit zu Zeit, hast du einfach wieder so, nimmst den Trainer mit und so die neuen Sachen einstellen, kommst neue Übungen über, einfach, das musst du irgendwie so alle paar Monate einfach ein bisschen Abwechslung ins ganze Programm hineinbringen. Und ich habe jetzt heute Abend geträumt, dass ich eine Instruktorin habe. Und dass wir in das Gym gehen und durchlaufen und machen und tun. Und zeigt mir alles und tut mir alles. Und macht dann aber, währenddem, dass sie jetzt die Übungen gesagt, hart mit mir rum. Was? Ich habe geträumt, dass sie mega fest laurig war und wir haben mega rumgemacht. Also du hast eigentlich einen 5-6-Traum mit deiner Instruktorin? Es ist nicht einmal so ein bisschen sexmässig oder irgendetwas. Es war einfach so, also sie hat wirklich mega fest auf mich gestanden. Hat sie den Move gemacht oder du? Sie hat den Move gemacht, sie hat dann plötzlich da einen Hals und einen Bart und rumgeknutscht und gemacht. Und da Knutschflecken gehabt, wo du aufgestanden bist. Das wäre ja heute Morgen gewesen. Aber das Problem ist, nicht. Aber das Problem ist einfach so, ich habe jetzt Angst, heute Abend in das Training zu gehen. Wieso? Sie hat ja nichts gemacht. Ich weiss wie nicht, aber ich habe so das Gefühl, ich weiss so nicht einmal, ob ich... Ist es wirklich die Instruktorin, gibt es die oder ist es eine fiktive? Es kommt immer jemand anderes. Aha. Also wird einfach irgendjemand geschickt. Heute kommt jemand? Ja. Und du weißt nicht, ob es die heisse Instruktorin vom Traum ist? Vielleicht? Ja. Und ich habe jetzt so wie Angst, dass ich mich nachher dann so komisch verhalte. Was ist deine Frage? Was soll ich heute Abend machen? was soll ich anlegen? Welches Gym-Outfit soll ich nehmen? Nein! Ich verspreche dir, es wird nicht passieren. Ich bin eben heute Morgen... Ich habe nachher so überlegt, oh nein. Und dann tue ich mich so daneben cringe verhalten. Ich habe wie Angst, dass ich mich jetzt so Abend cringe verhalten will, dass in meinem Traum passiert ist. Und ich weiss jetzt wie nicht genau, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich hoffe ganz fest, es kommt heute Abend eine Instruktorin, die diesen Podcast hört und ihn erkennt und nachher morgen dann die Episode hört und checkt das. Oh Gott. Wahrscheinlich kommt es ein 2-Meter-Kasten heute. Hoffentlich. So ein richtiger Töff. Hoffentlich irgendwie wirklich so... Ja. Aber ich bin wieso? Und was will mein Hirn mir damit sagen? Also das Hirn will dir sagen, du findest Gym jetzt geil. So, das ist, wenn ich im übertragenen Sinn gewesen. Du findest jetzt die Kraftgeräte und das Ganze dort rein, das ist für dich jetzt, das gibt dir ist ein neuer Frühling, der da erwacht. Das ist Leidenschaft in die Muskeln, das ist der neue Matthew, der Gym Muskel Bro Matthew, wo im übertragenen Sinn jetzt die Liebe zum seinem Körper gefunden hat. Es ist ja so, aber das heisst, ich muss es gar nicht auf die Person beziehen, sondern auf das Aktivität. Stell dir vor, es ist einfach so ein Kraftgerät, das mit dir rumgemacht hat. Nein, so gesehen ist es nicht. Die Instruktorin ist dein zukünftige Ich, das dann trainiert hat und sich wieder gesünder fühlt und sportlich ist und so. Und alles, was du hast wollen sagen, ist, wie fest du den Menschen gerne hast. Du bist eigentlich im Zukunftsmatthew jetzt schon Selbstliebe. Ja, das hat mit sich selber rumgemacht. Ja, mit seinem zukünftigen Ich, der dann ripped ist. Und eine Frau. Ja. Das ist alles du selber. Ja. Aber es ist schon weird. Es ist mir wirklich jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen. Es ist wirklich so... Ja, aber ich glaube, das ist der Frühling. Ja, ist das der Frühling, um zu spüren? Ist das auch so... Spürt jetzt der Frühling, man ist langsam wieder so ein bisschen hibidi. Ladi da. Ludi. Ich bin froh, dass du das erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du es erzählen. Nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es erzählen. Aber ich habe gemerkt, das ist mir auf dem Herzen. Und ich habe gefunden, okay, so apropos cringe. Und dann habe ich nochmal gedacht, eben, wie ich cringe bin bei Info Music. Und dann ist es mir in den Sinn gekommen. Ja, ich würde aber die Frage gerne weitergeben. Der Telefon-Joker. Bei uns da draussen lassen sich Leute zu, die das besser deuten können als wir. Wolltest du es rausgeben? Das ist mega fies. Wieso? Weiss nicht. Also kannst du natürlich, Willst du jetzt nicht der Community stellen? Das sind selbstverständlich die Traumdeuterinnen dabei, die können mehr eine Sprachnachricht machen. Ja, bitte. Yo, what's up? Baby, let's go! Mach jetzt mit auf 076 431 58 62. Hauptsache es ballert. Gut. Aha, das ist wirklich... Das Bild bringen sie aus dem Kopf. Aber irgendwie, ich finde es ein schöner Traum. Ich habe Fragezeichen gehabt. Ja. Ja, ich verstehe auch, du bist sicher aufgewacht und so leicht verkrugelt. Ja, und das sind die und das ist so, ich tue normalerweise habe ich so das Gefühl, du schon Sachen träumen, die passiert sind, oder du wieder Sachen wieder erleben, aber Sachen, die in Zukunft träumen, habe ich nicht so viel. Du hast ja das schon mal erlebt, du hast ja schon mal so eine Instruktion gehabt. Ja. Und vielleicht ist... Und dann habe ich nicht umgemacht. Nicht? Nein, okay. ausnahmsweise. Das habe ich jetzt noch wieder. Nicht einfach immer so. Ja, okay. Ja.
Ja, was haben wir sonst noch so? Wir haben eben gar nicht besprochen, was wir sonst noch alles besprechen, auf alles vom Wochenende. Also ich lasse den Vorgang. Der Phil hat gesagt, er hat noch eine gute Geschichte und er muss gespiegelt haben. Was hast denn du so drin? Warte mal schnell, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, was ich noch erzählen wollte. Sorry, ich kann nicht mit meinem Ummachen, habe ich dir das Ding... Es ist eine kleine Community-Geschichte und ich glaube, ich darf die schon erzählen. Es ist mega herzig. Wir haben von vielen Jahren haben wir noch auf dem alten Format 2 am Morgen haben wir einen Dreh gehabt, wo wir zusammen gedreht haben mit SRF Kinderreporter. Also die haben mitgespielt und wir haben Kinder gebraucht für einen Dreh und da muss man ja die Einwilligung haben für Erwachsene und so und da gibt es im SRF, die gibt es noch, oder? Die gibt es immer noch, ja, die SRF Kids, ja. Wenn man will so ein bisschen reinschnuppern und einsteigen, kann man da sich anmelden und dann kann man regelmäßig zusammen mit Journalistinnen Beiträge realisieren. Also wie der David Moiri eigentlich jedes Mal, wenn er da ist. Genau, eigentlich der David Moiri, aber in wirklich noch minderjährig. So. Und dort hat es eine Gruppe von Kinderreportern dabei gehabt und die müssen, es ist so darum gegangen, wie es ist, mit 30 in den Ausgang zu gehen. Und sie haben, und es war eigentlich der Witz gewesen, dass du dann alt bist und alle rundherum sehen Kinder. Und es sind dann wirklich Kinder am DJ-Pool gewesen. Und so. Und es ist mega lustig gewesen, sie haben das mega gut gemacht. Und das ist ewig her und ich habe natürlich nicht mehr an das gedacht. Und dann gestern komme ich eine Nachricht über von jemandem, von den Podcast los. Und sie schreibt, ob sie mich erinnern, sie sei damals an dem Dreh dabei gewesen, wo sie Kinderreporterin ist. Nein. Und sie hat durch den Podcast, wo sie jetzt hört, erfahren, dass ich 2 Kinder habe. Und sie hat mir jetzt angeboten, sie hat einen Babysitterkurs gemacht. Das ist schon mega herzig. Sie ist jetzt 17 und sie, falls ich mal einen Babysitter brauche und so, sie sagt da im Raum Zürich und so und hat angeboten, zu meine Kinder. Und ich habe es so herzig gefunden. Dass du endlich wieder mal in den Ausgang kannst gehen, dann kannst du ja am Morgen einen Babysitter haben, dann kannst du ausschlafen. Genau, das ist grossartig. Und, ja, und du musst nicht am Abend den Babysitter haben. Ich würde am Morgen den Babysitter haben. Und ich habe ihr jetzt gestern auch zurückgeschrieben, ich dachte, vielleicht jetzt so mit 10-monatigen und 3-jährigen ist gerade noch ein bisschen tough, so zum Babysitten, so allein. Aber ich habe sie ihr schon geschrieben, aber ich komme gerne auf das Angebot zurück. Das ist mega herzig. Aber ich habe es so cool gefunden, dass jemand, der wirklich an einem Dreh dabei war, jetzt Jahre später irgendwie jetzt älter geworden ist, unser Podcast und jetzt will meine Kinder hüten. Das habe ich sehr, sehr eine herzige Geschichte. Und das Lustige ist, weil ich damals mit diesen Kindern, also auch mit ihr geschrieben habe, ich habe den Kontakt im Telefon noch drin gehabt. Ich so, wer der Name? Keine Ahnung. Und nachher habe ich so gesehen, wir haben ja wirklich damals irgendwie noch abgemacht, wenn sie muss am Drehort sein und so. Und so, das ist aus SRF Kinderreporterin, werden eines Tages Podcast-Hörerin und dann vielleicht noch Babysitterinnen von meinen Kindern. Das ist wirklich sehr, sehr herzig. Der Kreis, der sich schließt. Ich finde Respekt für was für Kontakt die reaktiviert, um wieder ins Business reinzukommen. Ja. Also weißt du, da schreibst du doch mal irgendwie so in der Verwandtschaft um, wenn du einen Babysitter-Job brauchst. Aber so, dem Typ habe ich vor 3 Jahren mal ein Video gedreht. Ja, komm, der hat doch Kinder. Der hat Kinder, das ist gut. Dann schreiben wir mal. Respekt für das. Du musst halt einfach schauen, wie das Business funktioniert. Ja, aber in dem Fall muss ich sagen, das ist gut zu sagen, dann haben wir uns okay benommen an dem Dreh und haben ihr eine gute Erfahrung, dass sie sich da getraut, sich wieder bei uns zu melden. Das beruhigt mich noch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir es jetzt wieder in den Podcast rausgeholt. Oder sie braucht einfach den Cash. Das ist wirklich nur Kundenakquirierung. Ja, das sicher auch. Also, am Ende vom Tag, oder? Eben, ist das Business. Der Rubel muss reinkommen. Ja. Das ist schon so. Die macht das tiptop. Ja, ich finde, ich habe gesagt, ich melde mich noch ein bisschen grösser werden, Kind, dass ich dann da Babysitter in Anspruch nehme. Aber auf jeden Fall, machen wir. Ja, aber das, was du gesagt hast, ist ja genius. Man braucht eigentlich einen Babysitter nicht für den Abend, sondern für den Morgen nachher. Kann man das auch machen? Also, das ist halt der Abend-Babysitter ist halt wie der einfachste, weil dort geht es vor allem darum, dass jemand rum ist. Und die Kinder ja in der Regel schlafen und man muss nicht mehr so viel machen. Der Tag ist natürlich einfach immer ein bisschen anstrengend, aber das kannst du auch am Tag durch. Ja? Man gibt nichts zu tun. So gefunden, also am Abend kannst du dich ja aufdingseln und am Morgen kannst du dafür... Ja. Es kommt glaube ich, ein bisschen das Alter der Kinder drauf an. Aber ich weiss, ich habe damals mal so Nachbarkinder bei uns, habe ich ein paar Mal babysittet und es ist am Tag deutlich... Dann musst du halt ein bisschen rum sein und programmieren, je nachdem kannst du es anschauen. Am Abend tust du sie ins Bett und nachher Fernsehen schauen, das ist geil. Das ist der beste Babysitter-Deal, den du machen kannst. Unter der Woche, dass du quasi eine Morgen-Nanny hast, wo so die halbe Stunde, die du brauchst zum Richten, ich weiss ja nicht, wie lange das geht. Jetzt, wo es die Babyputzmaschine noch nicht gibt. Die Babyputzmaschine. Dass man diese Aufgabe jemandem abgibt, das stelle ich mir
Hey, es Joggen einfach einen Morgen nenne nur für mich. Merke ich jetzt gerade. Also, Eine, die die ja, einputzt. Nein, aber ja. Ja. So, Herr Bündner, was haben Sie heute geträumt? Also es ist schon so, am Morgen dich anlegen, mit dir aufs Schauen, WC dass gehen, jemand- das schauen, Foodie putzt, Ja, das schaffe ich noch. Das schaffe Ja, ich noch knapp. schon. So schlimm ist es nicht. Aber das, Zähne putzen. Nein, wenn du am Morgen aufstehst, dass wirklich vielleicht irgendwie ein Orangensäftchen dort steht oder etwas im Kühlschrank ist. Einfach irgendwie, weißt du, dass du etwas so gesund zu dir nimmst. Ja. Irgendwie. das Porridge oder so noch kocht. Ja. Fragen, ob du gut geschlafen hast. Einfach ein bisschen nett ist. Weil ich bin zu mir selber auch nicht nett. Also, du kannst ja auch eine Beziehung haben, wo man das gegenseitig füreinander ab und zu macht. Ja, aber dann Ja, dann- die andere Person ist dann vielleicht schon aus dem Haus und muss Ja, arbeiten. der ist irgendwie auch kaputt. Oder muss ja nicht irgendwie. Es ist schon ich so. verlange nicht von meinem Aber- Partner, dass Ich die sehe es- Person aufpasst auf Ich sehe mich. das Konzept Babysitter für Erwachsene. Weißt Ja. du, das ist ein neues Geschäftsmodell. Nach der Babyputzmaschine Ja. kommen jetzt Also ein neu... Erwachsenensitter. Ein Erwachsenensitter. Ja. Ja. Zuerst schauen wir, dass wir nicht mehr auf Babys schauen müssen und nachher schauen wir auf die Ja. Erwachsenen. Und einfach schon 2-3 Stunden schnell ein bisschen Good Times. Ja. Ist das nicht einfach eine Erwachsenenseite, denn für mich so einfach ein Vormund? Nein, es ist ja nicht. Ist auch das es ist keine kein schlechte Vormund. Es ist wirklich einfach nur. Ein Ding, ein Brötchen auf- Housekeeper. Ja. Housekeeper. Ich sehe schon, weißt du, er gibt dann auch das Mittagsgeld mit und da ist dieses mehr gibt's nicht. Lunchbox. Ja. Es tönt aber auch nach etwas, wo reiche Menschen haben. Das sind ja Das so, stimmt, dann so ja. Hausangestellte, so Butler eigentlich. Aber vielleicht können wir einfach ein Geschäftsmodell machen, dass man das einfach auch für Nicht-Reiche macht. Ja. So der Army Butler Service. Ich sehe es irgendwann. Ja, durch. ja. Ja. Es macht Sinn in meinem Kopf. Ich fände es herzig, wenn du am Morgen ein bisschen büschelt würdest. Oder? Ich sehe das schon. Das würde uns allen gut tun. Eben, es würde nachher allen gut tun. Zum Beispiel wie der Matteo. Ja. Matteo Guttenrad gestern ein wirklich, ich liebe ihn heiß, aber wenn er eine Laune hat, Ja, dann ist es ganz schlimm, um mit ihm zusammen zu arbeiten. Hat er jetzt gestern einen Erwachsenensitter gehabt am Morgen, dann hätte man schnell können büscheln und machen und tun. Das wäre perfekt gewesen. Ja. Könnte man auch fürs Geschäft eigentlich einfordern. Ja, ja. Aber können wir es anders nennen? Erwachsenenseiter? Ich komme nicht klar damit. Okay. Und vor allem, wer schaut denn nachher auf wer ist der Sitter? Nein, die müssen, du musst auf der Babyseite muss ja auch nicht immer aufpassen. Ja, aber also Irgendjemand muss den Job ja noch machen. Daher ist es wie so. Ich glaube, du musst warten, bis das Roboter können. Vorher wirst du niemanden finden, der das... Ja, ich gönne euch das, wenn ihr euch das wollt. Ich weiss nicht, ob da jemand wirklich wieder mitmachen will, ganz ehrlich, aber... Ich glaube, es ist... Ja, also, du hast ja einfach den Butler neu erfunden und hast das Gefühl, du musst nicht viel dafür zahlen. Was kostet ein Butler? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ein Butler kostet. Ja, also... ich Ein Shot am Tag. Ein Hallenstadion Aber Shot. weißt du, ein Butler tut dich doch dann auch zum Arbeiten fahren. Dann Ja. Dann kannst du in der Limousine, kannst dann... Aber das, Hast ist, du dich das, ist, wenn chauffieren? das wäre mir nachher wirklich so ein bisschen zu reich. Also wenn schon, dann schon, oder? Ich finde auch, wenn dann also ein Chauffeur dazu so... Dann wartet dann den ganzen Tag da beim Arbeiten und dann am Abend... Aber ich glaube... Oder auch mit dem Motor laufend, dass es nachher entweder im Sommer schon kühl ist oder im Winter schon warm. Genau, den ganzen Tag Oder, läuft ja, der ja, Motor. das finde ich ist das Mindeste, Aber was ich dann mitmachen. könnt ihr auch da reinkommen und deinen Job einfach machen. So, dann musst du ihm gar So kann ich einen nicht mehr- Butler anstellen, dass jemand einfach meinen Job macht. Das nennt sich ChatGPT. Ah. Der macht den Job. Gut. Herr Wernli, was haben Sie noch? Sie haben auch noch ein kleines Geschichtchen. Ja, also Hit me. ich bin gerade in einem Prozess, wo mich ein bisschen belastet und wo ich jetzt wieder mal feststelle, wie unglaublich demütigend das ist. Und zwar bin ich gerade zwischen, man kann ja zwischen Jobs sein oder so, oder zwischen Beziehungen, weiß nicht. Ich bin jetzt zwischen die Wohnungen. Ich habe noch eine alte Wohnung, wo ich momentan drin halbwegs unterkomme. Gleichzeitig habe ich noch ein Gästezimmer in St. Gallen, wo ich bin. Das Ding ist, ich brauche momentan wirklich dringend so meine eigenen 4 Wände wieder. Und ich bin momentan immer wieder Sachen am Besichtigen und Inserate am Aussuchen. Und ich merke, wie unglaublich entwürdigend das ist. Also einerseits schon an der Besichtigung selber, wo man ja irgendwie mit 50 anderen Leuten in der Schlange steht und man merkt, hey, ich muss mich jetzt da gut aufführen, um irgendwie das Zeug zu bekommen. Dort fängt es schon an, oder? Ja, und also sind der zum Beispiel Leute, die dann mit diesen Vormietern reden. Selbstverständlich. Das glaube ich, aber das nützt, weil du merkst Ein es. bisschen einfach Mal nicht amig kann's, aufgesetzt, aber ein bisschen. Ja, es gibt so Grenzen. Ich habe das ja auch gemacht, wo sich Leute für unsere Wohnung beworben haben und die dann ein bisschen zu fest wollen. Genau. Hey, Dude, ich entscheide am Schluss nicht und es ist wirklich langsam ein bisschen Du unangenehm. empfiehlst ja mittlerweile auch nicht mehr gross. Also es gibt schon noch Prozesse, wo du einfach 3
3, also bei uns damals, wo wir uns beworben haben, sind nur 3 weitergeschickt und dann sind wir natürlich schon sehr nett gewesen und gut, ich habe sie noch Sie haben selber quasi vorher gefiltert? Ja, sie haben wie nur 3 wollen haben. Sie tun aber schon vorfiltern und tun einfach 3 Nachmieter stellen zum aber Beispiel. nicht immer. Also jetzt bei uns war es das letzte Mal so gewesen, dass einfach alle gerade direkt an die Verwaltung geschickt haben und dann haben sie geschaut. Also wenn ich Nachmieterinnen gesucht habe und die Leute sind in meine Wohnung anschauen, dann habe ich einfach denen ein Formular gegeben und habe gesagt, ihr könnt euch anmelden. Und ja, das gibt es auch, es gibt beides. Ja. Und die hatten immer, weißt du, dann kommen sie mit einem reden und du merkst schon so, ich hatte wirklich gesagt, hey, schau, ich entscheide im Fall nichts, musst nicht nett sein. Ja. Aber es ist so, sie sind so speichelleck. Red nicht mit mir. Ja, schau dort hin, mach Fotos, ist mir gleich, aber lass mich bitte einfach in Ruhe. So. Und was ist denn jetzt, tust du dich jetzt aber wieso anbiedern, zum nett sein zu Eben anderen nicht. Menschen? Oder bist denn du wirklich einfach... Nein, also ich bin höflich und aber du willst schon eine Wohnung? Ja, aber also, wenn das VormieterInnen sind, die einfach Besichtigung durchführen und sie haben einen QR-Code, wo du das Formular kannst scannen, das ist zum Beispiel so gewesen, der hat ja wirklich null Einfluss. Ich habe mich dort an. Und wieso gehen die Leute dort hin und benehmen sich wirklich, also weißt, und dann machen sie noch so Kompliment für die Wohnung. Sagen sie, oh, das hast du aber richtig schön eingerichtet. Und so, es ist nicht mal schön. Also, dort merkst du schon so, sie erhoffen sich einen Vorteil daraus, dass sie jetzt ein bisschen netter sind. Ja. Und das finde ich wirklich entwürdigend. Also aber vielleicht nützt es manchmal nützt es im Fall auch. Sonst würden es die Leute ja nicht machen. Ich habe das Gefühl, im Fall, wenn du ein bisschen nett bist, kommst du weiter im Leben allgemein. Das glaube ich schon auch. Aber du darfst nicht zu anbiedernd sein, zumindest in der Schweiz. Es ist ein schmaler Grad. Ja. Ja. Die Konversationen belauscht. Ich bin einfach durch die Wohnung gelaufen und habe Du bist der Creep, du bist aber nicht der Nette gewesen. Du bist der Creep gewesen, der so mega nahe so Es hat ja angestanden ist. genug andere Leute, dass das nicht aufgefallen ist. Aber so zum Teil reden die Sachen mit denen und so, ja, und wo ziehst du denn jetzt hin und was hast du für einen neuen Job? So, wieso fragst du das? Einfach, das ist einfach nett. Nein, Im Fall, das habe ich im Fall jetzt schon gemacht. Doch, ganz ehrlich, habe ich auch schon gemacht. Es ist ja auch einfach ein gesellschaftlicher Event, so eine Besichtigung, oder? Ja. Das ist so ein bisschen wie eine Vernissage. Und du lernst im Fall wieder mal Leute kennen, wo du sonst nicht, wo kommst aus deiner Bubble raus, kommst aus deiner Comfortzone raus. Ich tue im Fall mit anderen Bewerbenden im Fall wie so reden. Noch nie. Es gibt sicher schon Hochzeiten, die gefeiert worden sind, weil sich Leute an einer Besichtigung kennengelernt haben. Ja, ganz. Aber Fix. das ist und dann sind sie gerade zusammen eingezogen. Es ist eine Wohnungsbesichtigung, kein sicher schon Networking herumgemacht worden, wie im Wetter seine Träume. Genau, einfach auf dem WC. Das WC ist noch genügend zum Rummachen. Auf der baren Matratze, die noch am Boden liegt. So. Nein, im Fall wirklich, da muss man sich ein bisschen mehr, da musst du dich ein bisschen mehr reinschicken. Auf jeden Fall, ich finde, das geht ja noch, dort fährt es schon an. Aber nachher habe ich jetzt 4 oder 5 Wohnungen angeschaut und zum Beispiel bei der ersten, die hatte ich nur so mittelmäßig gefunden. Aber ich wusste, hey, wenn ich sie bekommen, dann nehmt ich sie. Also, sie erfüllt die Hauptkriterien. Und was es hat 4 Wände und ein Dach. Ja. Das WC ist vom Gang. Aber das ist ja easy. Ja. Also, du tust es mit 50 anderen teilen. Im Fall 5 Gemeinschaftswitz. Ich würde wirklich auch so etwas nehmen mittlerweile. Nein, das machst du nicht. Das schon nicht. Aber auf jeden Fall, nachher musst du ja, das weiss ja jeder, es geht darum, du musst hohe Gas geben mit der Bewerbung. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass du dort dann schon vieles parat hast. Und ich habe, Betriebsregister aussuchen und so, das habe ich alles zusammen gehabt. Aber du willst ja auch ein bisschen eine persönliche Bewerbung schreiben, quasi das Motivationsschreiben. Wie nennt man das? Das Motivationsschreiben? Ah, ist das wie im Job? Ja. Okay. Und jetzt habe ich ja eben in dem Moment aber kein fixes daheim gehabt, wo ich hin und die Bewerbung abtippen. Das heisst, ich bin in meine Stammbar gegangen in Vinti und habe dort im Februar wirklich das Zeug abgetippt. Also so wie du eigentlich ganz normal auch schaffst? Ja. Ist jetzt nicht irgendwie das etwas... normale Dienstag. Ja, ist das nicht etwas Neues? Nein, also ich habe auch schon dort gearbeitet, aber dort habe ich so gemerkt, das ist jetzt schon verdammt nieder. Weil ich die Bewerbung möglichst schnell abgeschickt habe, hocke ich dort zwischen den Trinker und ich bin aber auch geschämt worden. Weil das ist ein Knelle, wo viele Leute rumhocken, die nicht arbeiten. Jetzt nicht unbedingt mit dem Laptop. Und dann haben sie so, schau den mit dem Laptop. Und es ist wirklich, es ist so... Das ist ein komisches Fimoir arbeiten. Vielleicht musst du sonst hin. in ein normales Käfeli. Ja, also weißt du, wie Du musst ja nicht einfach, Laptop-Kaffees du gibt? musst nicht in die ranzigste Bar gehen und dort arbeiten. Dort fühle ich mich eben auch nicht wohl.
Wo hast du dich jetzt wohl gefühlt? Space. Nein, nicht Cowork. Gehst du einfach in einen Kaffee oder Das in ist ja gleich einen Tearaum? Das ist jetzt gar nicht Diskussion. Es geht darum... Das ist einfach nicht zwischen 11 und 2, weil dann ist Laptop-Free-Zone. Ja. Ja, das Schau, gibt's eben, so scheiße, das gibt es unterdessen, weil die Leute zu fest am... Dort werde ich zwar geschämt, aber niemand will mir sie verbieten. Letztes bin ich in einem Café, wo das Passwort vom Wi-Fi war «No Laptops». Ich bin und 10 Leute am Laptop dort drin, so in dem Wi-Fi mit dem Passwort «No Laptop», ist so, ja, ist super aufgegangen, neues Konzept. Okay, das finde ich aber ein bisschen funny. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist auch noch, das kann ich noch handeln. Aber nachher habe ich die Bewerbung geschrieben und ich habe wirklich gefunden, ich mache es jetzt blumig und emotional und schildere meine persönliche Situation. Und mach mal, du hast jetzt gerade so cringed. Ich habe es mir jetzt gerade vorgestellt, wie fest rein das du bist. Also, hast du nicht ChatGPT schreiben lassen? Nein. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nein. Ich bilde jetzt das. nur- Ich finde, bei so Sachen... Nein, ich habe jetzt genug Bewerbungen bekommen für unsere Stellen hier. Und du merkst, also Freunde, wir sind nicht dumm. Man merkt im Fall, wenn ChatGPT geschrieben hat. Und sonst nehmen wir immerhin das scharfe S aus. Im Fall. Ja, und den Gedankenstrich. Und Den mache ich eben so oft. ja, aber trotzdem, man merkt es. Also weißt, es ist ja ganz einfach, wenn das Motivationsschreiben die genau gleichen Sätze und Wörter benutzt, die ich im Inserat geschrieben habe, dann merke ich, dass du das Inserat ChatGPT geführt hast und sagen, mach mir daraus ein Motivationsschreiben. Also, Weil ChatGPT tut ja nur rezyklieren, was schon rum ist. Aber Moment, du musst ja schon ein bisschen aufs Inserat eingehen. Aber formulier es ein bisschen. Es ist die genau gleiche Formulierung, dann du ist- merkst es ganz fest. Auf jeden Fall, ich bin überzeugt, also ich brauche ChatGPT auch nicht, weil ich glaube, ich habe genug gute Texte und ich bin auch sicher, meine Bewerbung fühlt sich nicht nach ChatGPT an. Weil eben, du willst ein bisschen etwas von dir auch zeigen, dass du ein guter Mieter bist und auch irgendwie in die Gemeinschaft wirst reinpassen und etwas drin reinbringst und so. Und nachher habe ich auch, also eben, es ist eine Balance, dass ein bisschen Tränen drüsen ist okay, aber zu steil darfst du nicht. Und dann habe ich wieder, also weißt dort ist es auch wieder so demütigend. Das ist irgendeine random Verwaltung und ich lasse jetzt da komplett meine Hosen runter. Ja. Einfach nur, weil ich diese Wohnung möchte. Ja. So, können wir nicht einfach sagen, ja, ich nehme diese Wohnung, ich zahle im Fall regelmäßig meine Rechnungen. Also was schreibst du denn so? Ja, ich will jetzt nicht, aber... Also ich kann ja sagen, was ich geschrieben habe, nach meiner Trennung. Und ich kann schon sagen, hey, ich habe mich jetzt gerade getrennt, nach 10 Jahren. Okay. Ich schlafe jetzt im Moment auf der Matratze von einem Kollegen. Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist wieder ein Zuhause und ein bisschen Stabilität in meinem Leben. Und diese Wohnung macht alles das, was bla bla bla. Ich habe literally ziemlich... Also, das darf man schon sagen. meine Bewerbung gezeigt. Das ist eins Nein. einfach, was ich geschrieben habe. Es ist, ich habe wirklich, also, die Aussicht ins Grüne. Ich weiss nicht, ob ich jemandem die Wohnung geben will, der auf einer Matratze schläft. Ja, Das ist mir du jetzt am wenig Boden. Also halt seriös. einfach so wegen Trennung und so. Ja, aber das ist so dann so Mitleid erregen. Ja. Da hättest du mich nicht. Da musst du alle Knöpfe drücken. Ja, aber da kommt ein bisschen darauf an, wer das liest. Je nachdem kommt es auch so ein bisschen... Schau, ich habe eine Wohnung bekommen. Ich war creep gewesen, aber Du hast aber noch 10 andere Sachen gemacht, um die Wohnung zu bekommen. Aber du hast ja gleich. Also ich habe nicht auf Mitleid gemacht. Ich habe mir gesagt, eigentlich die Kernaussage ist, ich bin auf der Suche nach Stabilität wieder, nachdem eben Trennung und man hat irgendwie so, das Leben ist ein bisschen... ich finde es aber auch noch geil, dass du das im ranzigsten Pub von Vinti im Fimoir geschrieben hast. Ich bin auf der Suche nach Stabilität. Für mich klingt es mehr so als der Anfang von einem Roman. Nicht? Das ist schon blumig Ich stelle mir so geschrieben gewesen. Autoren vor, wie sie so in einem Filmoir ihre Zweitling schreiben. Ja, ja. Nach Auf jeden Fall. die Leiden des jungen Nils jetzt. Oder auch Comedians, gell? Das Ja. ist genau das gleiche, das zweite Programm. Ist Nein, so. für das gehe ich auf Mexiko. Also, aber ich meine, das ist ja schon eine schöne Aussage auch für die Verwaltung, wenn ich sage, ich suche Stabilität, dann wissen die, das ist jemand, der aber langfristig plant, der wieder möchte irgendwo bleiben. Auch, so. Und auch, hey, es ist mega, dem würden wir etwas Gutes tun. Ich appelliere immer noch an das Gute im Mensch, dass sie wie sagen, hey, schau, wir geben jetzt dem armen Tropf die Wohnung, weil der ist wirklich auch, der braucht sie. Ja. Und eben, es sind ja Sachen, die schon relevant können sein. Du lügst ja nicht. Nein, ich habe nicht gelogen. Eben. Wirklich nicht. Nein, ich mache genau gleich auch so. Ja, aber weißt du,
ich finde es okay, um das zu machen. Eben, du sagst, es ist schleimig, da habe ich nicht das Gefühl, so nie einfach für mich persönlich irgendwann mal kurz angehalten und habe gedacht, das ist schon noch krass, dass ich das jetzt einfach in so einem Verwaltungsformular da wirklich mein Leben irgendwie, mein Herz denen ausschütte und dass das nötig ist in dem Wohnungsmarkt. Ja, aber du musst ihnen ja eigentlich auch literally die ganze Steuerding schicken, dass du das machst. Alles betrieblich, du musst ja trotzdem, aber du musst ja trotzdem abziehen. Aber egal die was ist. Scheissdreck an, dass ich mich getrennt habe und so. Eigentlich ist das... Gut, das musst du auch nicht schreiben. Ja, nein, aber... Du könntest ihn auch irgendetwas basteln, zum Beispiel. Einen Scherenschnitt oder so etwas. Aber ich glaube, aber du und dann kommst... sagen, schau mal, ich habe einen Scherenschnitt gemacht. Ich glaube, du kommst jetzt die Wohnungen... Ich glaube, du kommst die Wohnung mehr über, oder ihr über, wenn du sagst, hey, schau, ich brauche sie gerade, ich bin blöd in einer Notlage. Also hättest du auch schreiben, ja, ich bin in einer Guckenmusik und alle Wochen habe ich meine Guckenmusik parat bei mir daheim. Ich glaube jetzt nicht, dass du dann die Wohnung bekommst. Du musst ja schon dich ein bisschen anbieten. Aber das ist mein Punkt. Und darum sage ich, es ist eigentlich ein demütigender Prozess. Es ist so, du musst wirklich vor denen dich selber ein bisschen klein machen und eigentlich, oh bitte, liebe Verwaltung, gib mir die Wohnung und so. Und dort habe ich so festgestellt. Und jetzt habe ich eben nochmal eine Wohnung angeschaut, die ich wirklich geil finde. Ich bin dort reingelaufen und zum ersten Mal habe ich so ein bisschen geschrauen wegen dieser Wohnung. Und wie macht es, wenn du schreist? Dann habe ich wirklich müssen sagen... Das ist so wie eine Schildkröte, die wir müssen alle Bewerbungen weiterleiten. Außer der eine hat so komisch geschrauen. Ja. Die tun einfach die Schublade, die hat niemand gesehen. Die Schredder-Schublade. Die haben wir extra gekauft für Leute, die schreien, wenn sie die Wohnung reinkommen. Ja, innerlich geschrauen. Sie ist perfekt. Und dann habe ich halt... Ja, dann musst du eigentlich noch weitergehen und dann kommt in dem Moment, wo du überlegst, soll ich jetzt die Verwaltung anrufen und so. Weil das letzte Mal, als ich Wohnung gesucht habe, hast du mir ganz klar geraten, um das zu machen und das hat auch funktioniert. Und jetzt bin ich wieder an dem, ich möchte ihnen nicht anrufen. Jetzt rütest du nachher denen an. Jetzt nimmst du das Telefon in die Hand und rütest ihnen an. Das ist immer gut. Wie sieht's aber dann gehst du doch auf den Sack. Ja, aber du musst, sonst bist du nicht in ihrer Erinnerung. Ja. Das ist das Erste, wo ich bei der Radioausbildung gemacht habe, bei so einer Ausbildung, wenn dich bewirbst, habe ich von einem gesagt, schick Bewerbung und am nächsten Tag Leute an. Genau. Spätestens 2 Tage später. Sonst wüssten sie es gar nicht. Und es war einfach genau so. Ich habe damals angerufen, beim Radio Top ist das gewesen, in Winterthur, habe ich angerufen und gesagt, Bewerbung, und gesagt, warte. Dann hat gesagt, ja, die Stimmprobe, die war irgendwie ein bisschen komisch gewesen und so. Ich weiss, das hat irgendwie unnatürlich. Aber jetzt am Telefon tönst du normal. Also kommst du vorbei. Und ich weiss, nachher bin ich vorbeigegangen und dann habe ich... So hat deine Journalistenkarriere angefangen. Noch am gleichen Tag und dann habe ich dort da habe ich wirklich gute Performance angelegt und habe ich hat mir noch beim Rauslaufen gesagt, schau, du hast den Job. Das ist jetzt und hätte ich nicht angerufen, hätte ich den Job als Moderator damals nie bekommen. Das ist wirklich, das habe ich. Was hast denn du für eine komische Stimmprobe abgegeben? Also ich habe wie so das Gefühl, ich muss irgendwie so gut tönen und habe mir wie zu fest Mühe gegeben. Es hat unnatürlich tönt. Ja. Und er hat dann wie so gefunden, das ist irgendwie, also darum hat er es wie auf die Seite gelegt. Das ist ja wie wenn du jetzt bei uns im Format, wenn wir einen Host suchen, bekommen Videos, ist ja schon auch viel, da kann noch so krasse Bewerbung sein, aber es ist ja, wie wirkt jemand auf der Video Kamera, ist sympathisch. Und bei mir hat das irgendwie komisch gewirkt, weil ich zu verkrampft war wahrscheinlich. Aber am Telefon bin ich dann halt normal gewesen und habe gefunden, ja, hey, du bist eigentlich normal, es tönt eigentlich noch gut. Du bist gar nicht so komisch, du bist gar nicht so ein Weirdo. Telefon tönt eigentlich noch sexy. Nachher hat er rumgemacht. Genau, nachher habe ich geträumt, dass wir rumgemacht haben. Aber was ist denn, wenn jetzt bei dir, du hast jetzt, weiss nicht wie viel Bewerbung auf dem Tisch, wenn jetzt dir irgendwie ständig alle die anrufen, irgendwann wirst du doch sagen, hey, lass mich in Ruhe, weil du siehst ja die Bewerbung, du hast ja alles, was du brauchst. Hey, ich habe denen mein Dossier abgegeben. Das habe ich ganz viele Menschen Leute noch an und fragen halt so, hey, wie sieht es aus, was ist so, und in dem Moment nervt es dich. Yeah. Aber bei mir ist halt einfach auch so, das Problem bei mir ist, ich kann mir den Namen nicht merken, das heisst, bei mir ist wie so, egal ob man anruft oder nicht, das bringt dir wie nichts. Aha. Das ist das Problem. Yeah. Also ist jetzt nicht niemand, also ich hatte irgendwie auch, die letzten Tage hatte ich 20 Telefone gehabt von all diesen Bewerbenden und ich kann mich jetzt aber nicht an etwas erinnern. Und was sagen sie denn? Haben sie die Bewerbung bekommen? Genau, sie fragen einfach schnell, hey, wo stehen wir im Prozess? Hat sie schon etwas gesagt? Dann sage ich, hey, nein, wir sind noch dran. Bewerbung, das Inserat ist noch aufgeschaltet, bla bla bla. Ja. Yeah. Sagen sie dann auch so Sachen wie, ja, ich habe noch etwas anderes, wo ich zu- oder absagen
Nein, das habe ich noch nicht. Weil dann würde es ja Druck... Das wäre ja bei einer Wohnung vielleicht der Trick, dass man der Verwaltung sagt, ja, ja, etwas anderes Nein, das interessiert niemand. Ich glaube, eben, dann machst du einen Druck, genug Bewertungen, hinten rausgeht. Ja, dann ist dann nimmt die andere Dämpfer, aber das ist ja gut für dich. Und bei der Wohnung ist es ja nicht so wie ein Job. Ich meine, das Einzige, was du musst bringen ist, dass du die Miete kannst zahlen. Das ist dir dann egal. Du musst ja nicht gut... Also du musst schon ein guter Mieter sein, aber du musst ja nicht gut sein in dem, was du machst. Also es ist ja gleich, ob du gut kannst das WC putzen oder gut kannst Nudeln kochen. Das ist ja wie so keine Qualifikation. Sie können alle nehmen, theoretisch. Genau, und darum, dort kommt eben wieder der Twist, wieso muss ich mit den Anbietern in der Bewerbung schreiben. Also, dass du eine Wohnung bekommst. Ja, jetzt ist im Fall kommt es jetzt drauf an. Ja, jetzt nimmst du das Telefon in die Hand und läutest der Verwaltung an. Also und dann soll ich nochmal sagen... Wenn wir gerade da, wir können es auch gerade da einfach im Podcast machen. Nein, also wir haben da, ich habe da ein Telefon an. Nein, das machen wir jetzt nicht. Was ist für eine Verwaltung? Welche ist es von der Grossen? Muss ich da? Das machen wir jetzt ganz sicher nicht. Wo nicht? Oh nein, das ist SRF 1. Ist das SRF 1? Das ist SRF 1. Mal schauen, was so... Ja, da kann man alles machen. Wieder mal einen Banger. Da können wir noch SRF 3 hören. Läuft das auch da? Nein, SRF 3 muss ich noch umstellen. Gut. Ja. Aber schau, jetzt mach es einfach und nächste Woche kannst du dann uns danken, dass du die Wohnung bekommen hast. Schau, der läutet es ja vielleicht auch noch an, ja, die als Referenz angeben. Dann musst du einfach sagen, hey, Neil Wendli hat sein Leben... Er kann so gut das WC putzen, er macht so gute Nudeln. Ja. Er ist reich, er ist gut aussehend, also er ist eine Wohltat für euch. Ich träume immer von ihm zur Nacht, dass ich mit ihm rummachen kann. Amig lallt er halt einfach auch. Ja, aber das ist ja wie so. Ja, solange er das draussen macht, ist er easy. Wenn er daheim ist, ist er dann wieder stuberei. Ich habe noch nie vor einer Haustür gekotzt. Er schläft bis um 12 Uhr, das heisst, ihr habt Ruhe. Genau, die haben Ruhe in der Bude. Ja. Dann denke ich gerade schon, aber dann ist er bis um 4 Uhr wach. Gut, fühlt ihr euch gedebrieft? Ja. Absolut, ja. Ja, schon. Ja, wir müssen jetzt noch schauen, dass der Neil die Wohnung bekommt. Ich habe jetzt wirklich im Fall Leute im Fall an. Gib euch ein Update. Nein, Leute an. Ja, würde ich auch sagen. Dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Jo, ciao. Du bist jetzt gerade ein bisschen... Ja, du bist gerade drunter, gell? Ja, das schießt mir an. Debriefing.